Haut 7. Ostersonntag begräßen sich aus der Kirche von Ueverfehlen, mewerdro Funheit Sondesmass. Et sangen Chorallen Saint-Cécile Fehlen an Saint-Cécile Merzig. Dirigent as den Paul Pletschet, Organist den Tom Schreiner, Pianistin Caroline Pleckepohl. Wir hören als Entree Edin Terrapax vom Couperin. Donno Sangemer Komm Heiliger Geist, Laudate Dominum 477. Choralmas Lux et Origo, Gloire à Dieu vom Chrétien, Singet dem Herrn von Schütz an Schlenker, Quand il disait à ses amis von Akepsimas an Rimo, Komm Heiliger Geist vom Bortnianski, Komm Schöpfergeist Laudate Dominum 470, an als Sochti Heremer Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist vom Bach. Masket gehalen vom Herr Romain Richer, Pastor von der Poix, Ettelbreck Saint-Pierre et Paul.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ich begrüße euch ganz herzlich hier an unserer Poerheit zu fehlen. Ich begrüße euch alle Guten, die da verbunden sind mit den verschiedenen Medien, die als Gemeinschaft stiften. Ja, den darum geht so zwischen Christi Himmelfahrt und Peichten, als das der Message, den der Jesus uns will mitgeben. Die Unität, die ihr selber mit Gott, dem Pap, erlebt, das ist die Unität, die ihr noch für uns sich wünscht. Aus der Unität daraus leben, aus der Liebe daraus leben, das ist die Mission, die wir als Christen haben. Beten wir den Heiligen Geist, den uns die Kraft dazu gibt, und vertrauen wir uns ganz Leben an alles, was wir sehen, was wir haben, ja, was wir mit ihm mitgebracht haben, dem Herrgott singen wir Barmen an. Denkt mal an all die Menschen, die wir auch mitgebracht haben, will man uns selber dem Herrgott vertrauen, denkt mal, woran uns Leben verstorben, weil auch da können wir gewiss sein, dass weiter eine Unität, die wir mit ihnen erleben, durch den Herrgott, am Herrgott, durch sein Leben, an Asinger lebt. Wir beten für alle Leben verstorben. Wir wollen aber auch ganz besonders an den Jean Berns denken, dem wir für 6 Wochen zu grafen müssten drohen. Wir denken nun hier an seine Familie. Auch für 6 Wochen, als der Viktor Schmidt den unser Dieu gesagt hat. Wir wollen auch für hier beten, und auch Dirma Schmidt-Hansen soll einen Platz an unserem Gebiet finden. Wir beten für Jean-Pierre Binsfeld, wir beten für die Familie Kirchen, Traufler und Nilles. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Siehe, ich komme bald, und mit mir bringe ich den Lohn, und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig, die ihre Gewänder waschen, sie haben Anteil am Baum des Lebens, und sie werden durch die Tore in die Stadt eintreten können. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern. Der Geist und die Braut aber sagen: Komm. Wer hört, der rufe: Komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange unentgeltlich das Wasser des Lebens. Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. So spricht der Herr: Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch, dann wird euer Herz sich freuen. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für
diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich ein grosses Leid tun oder von grosser Fried erfüllt sind, wie gut geht es dann, wenn ich einem anderen das sagen kann? Wenn ich einen Hund, den ich dabei mich rufen kann, dem ich versteht, dem ich mich anvertrauen kann oder dem mein Schicksal deelt. Wenn ich sagen kann, komm, erlauster mir nur, komm, sief bei mir. So wie als Lesung von diesem Sonntag aus dem Buch von der Offenbarung der Apokalypse, wo es heißt, komm, Herr Jesus. Mit diesem Vers endigt die christliche Bibel. Das ist ein inniger Wunsch, und das ist die letzte Wunsch. Komm, Herr Jesus. Aber was soll dieser Wunsch bezwecken? Was erwartet man eis, wenn der Jesus kommen soll, ob Neid kommen soll? Sicher nicht, dass die Geschichte sich nachher ja wiederholt, nämlich seine Biografie, wie sie sich 2000 Jahre aufgewickelt hat. Oder sollte du mit gemengt sein, die Weltenherrscher, die in könnt an zu Gericht wird sitzen, so wie in über die großen gotische Kircheportaler als stehgemäßelt durchgestalt ist, den Menschen, die eng an den Himmel, an die anderen an die Hölle schickt. Wie wird Jesus kommen? Komm, Herr Jesus. Besonders bei den ersten Christen war das das Gebiet, was immer über die Lippen gegangen ist. Nur der Himmelfahrt vom Jesus hat es ihnen ziemlich klar geschenkt, dass diese Jesus gibt zurückkommen, für dazu einzuführen, was er angefangen hat. Wie sich nun fest Gottesdienst an Gebetsformen herausgebildet haben, hat dieser Ruf dazu gedenkt, am Gottesdienst der Jesus an mit von der Versammlung, wo gefeiert gouf, zu rufen. Der Jesus soll bei der eucharistischen Mahlzeit der Matzen an der Gemeinschaft präsent sein. So bis haut. Auch haut rufen all christliche Gemeinschaften an all Gottesdienst, aber all Gebiet, der Jesus an hier mit. Wo 2 oder 3 am engem Numm versammelt sind, do sind ich bei Hirnen, hatte Jesus jo selber versprach. Dafür komm, Herr Jesus. Der Jesus geht also geruf. Mir umgekehrt rieft hier auch Sängerseits. Der Jesus rieft. An den Evangelien gibt es da viel, die hier bei sich gerufen wird. All sing Jünger und Jüngerinnen, sing Frön, die ihn abgefordert hat, mit ihm zu gehen. Den Zachäus, der vom Baum raufklammen sollt. All die ihn invitiert tut, hier vertrauten Umfeld zu verlassen, für ihm not zu folgen. Der Jesus rieft, auch haut. Immer als die Aufforderung abzubrechen, an den Neid leben, umzukehren, als sich zu bekehren zu einem besseren Denken und Handeln. Dass der Jesus seinerseits sieht, komm,
das findet sich also häufig am Evangelium. Lief Matchristen, das Lohai gerufen wird, komm Herr Jesus, da das mi Seelen, find ihn aber auf ganz markanten Plätzen. Am Johannes-Evangelium gibt Jesus zweimal so gerufen, komm Herr Jesus, an beide Fälle geht es im Leben an Tod. Die erste Kehr als der königliche Beamten, dem sei Kant Stirbe leiht. Hier rieft der Jesus. Aber wie die Geschichte ausgeht, als bekannt. Dem sing Hoffnung geht nicht enttäuscht. Der Jesus sieht, geh, dei Jung lieft. An der Beamten erkennt später hin, dass genau von dem Zeitpunkt an Besserung bei seinem kranken Jung angetrat ist. An der zweiten Erzählung aus dem Johannes-Evangelium geht es doch im Leben an Tod. Und da geht es sogar nach einem Schritt mehr weit. Da geht den Tod vom Lazarus bericht, a wie seine Schwestern Martha und Maria immerhin trauern. Maria geht schließlich de Jesus sichen, rift ihn dabei, komm her, guck. Obwohl der Lazarus nur menschlichem Ermiessen tot war, tritt den Liewig aus dem Grab heraus, wie de Jesus hier opfordert. Weil de Jesus wild Leben erhalen, feiert aus dem Tod anleben. Zweimal hatten die Freichristen diese Erfahrung also gemacht. Komm, Herr Jesus. Mir wat passiert haut, leiwale Gur, wann in der Jesus haut bei sich schrift, wann den Herr haut komme soll. Das der kürzeste Gebetsruf, den wir unter Jesus richten. Man hätte gern, dass hier bei uns käme, an dummer Dreck mal hin, heißt voll Vertrauen aus. An der Jesus verspricht seinerseits, dass in all, die ihm vertrauen, immer mehr weg von einem Leben, das letztlich zum Tod kondamniert als faire wird, ran an ein prall dann erfüllten Leben. Dafür kann der Jesus an alle Neid ugeruf, bei an Rageruf gehen. An die persönlich, wie auch die groß, die gesellschaftlich, an die global Neid. Die Jesus am Gebet bei sich rufen, als nicht nur etwas für die Privatulleis, für psychisch Neid, auf familiär Sorgen. Das genauso decisiv für die Großulleis von unserer Zeit. Verbrechen, Krieg, Klimakrise, Armut, Pandemie, Missbrauch. Die Jesus rufen, an ihm Vertrauen bedeutet, mit ihm nur engem Weh, fort vom Tod, ran an Leben, vom Unglück rüber an Reusit, von der Deichstadt an Licht zu sichern. Natürlich hat die Welt kein Jesus mehr erlebt, der wie 2000 Jahre als jüdische Prediger a Palästina durch Landschaft gezogen ist. Aber immer da, wo Menschen sich ihm am Gebet vertraut tun, am mit ihm Weh vom Tod hin zum Leben Gesicht tun, da sie wunderbare Sache geschieht. Da hat sich Weher abgedient. Dafür beten immer nach Christenhaut, komm Herr Jesus. An sie verlassen sich ob hin. Die Jesus ist den Alpha und den Omega, Anfang und Schluss, den Ersten und den Letzten. Mit ihm fängt das neue Leben an. Mit seinem Kommen geht es neu geschenkt. Und das immer wenn wir uns ob hin erlassen. Bleiben wir an der Spur vom Jesus, das ist die Spur vom Leben. Du wennst hecht es Ende von der Bibel, an hecht es auch haut, an all Gottesdienst, komm Herr Jesus. Und der Jesus sieht tatsächlich an der Apokalypse als Lesung, siehe, ich komme bald und mit mir bringe ich den Lohn. Dummer soll der Christen, die dem Herr vertraut tun, an ihm, an alle Schwierigkeiten treigehalten hun, eng Perspektiv abgemacht gehen. An das hecht, wat haut an hei ass, d'Verhältnisse, in denen da lieft, a Leid, an die ich zu schafe machen, da das nicht alles, an nicht dat lächt, an decisiv. Die muss nicht den Unvollkommenheiten vom Leben zerbriechen, nicht wennst alle Grausamkeiten von der Welt irrgehen oder resignieren. Alles, was das Leben bedrückt, den Eindruck, dass die Welt auf engem Holz wie ass, und dass das Beist Überhand hält, und das Gut auf verlorenem Posten steht, all das muss es nicht niederdrücken. Wir sollten auch und das Gut leben, und nicht decouragieren, auch wenn das dem Einzelnen viel aufverlangt.
Et gëtt genug Grinn, fir sich net vun der Verzweiflung leden ze lassen, mir vun der Hoffnung. Hoffnung, weil de Jesus versprach huet, bei eis zu sinn. Weil hien sich als Alpha an Omega bezeichnet, an dommer als den alles umspannt, den am Obtrag vor Gott dat lächt wurt, iwwer de Mënsch an iwwer d Welt spricht, nämlich: Ich sinn do, dir könnt man mir rechnen. Siehe, ich komme bald, und mit mir bringe ich den Lohn. Liebe Brüder, Schwestern, wat tun wir davon? Wer den zukünftige Lohn ass, will man dem Jesus überlassen. Hier lässt sich sicher nicht lumpen. Für mich als einstweilen zufriedenstellend zu wissen, dass ich richtige Weh bin, und es sich lohnt, den Weh weiterzugehen. An dem Sinn rufen ich aus vollster, tiefster Überzeugung: Komm, Herr Jesus. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Papa im Himmel, der Jung Jesus Christus tritt für uns an. Voll Vertrauen bieten wir. Nous prions pour les responsables des églises chrétiennes qu'ils ne cessent de travailler pour l'unité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Schenk eise Familien de Geest von der Leeft an dem Frieden, den hinnen Kraft gibt, auch an denen schwere Stunden zusammenzuhalten. Herrgott, heir eis. Herrgott, heir eis. Los als Paargemeinschaft sich an dieser Zeit für Europäische neu abmachen für dein Geest, den eis zusammenhält und eis Kraft schenkt, für eis an der heiligen Welt zu eisem Glauben zu bekennen. Herrgott, heir eis. Herrgott, heir eis. Schenk alle Kranken an Notleidenden Courage, lass sie spüren, dass du mit deiner Leib bei ihnen bist. Herrgott, heir eis. Herrgott, heir eis. Los eis verstöben, an den Herrlichkeit vom Himmel agoen, an die der Jung vorausgegangen ist, für eis eng Platz zu präparieren. Herrgott, heir eis. Herrgott, heir eis. Allmächtige Pap, du hast den Kirche auf Fundament von den Aposteln gegründet und du hast ihnen Kraft gegeben, das Evangelium an die Welt zu drohen. Erfüll auch eis Gemeinschaft neu mit deinem Geist, für das wir eis mit Vertrauen den Herausforderungen von dieser Zeit können stellen. Das freuen wir dich durch Christus, eisen Herr, und Bruder. Amen.
Herr und Gott, nimm die Gebet und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus, den König der Herrlichkeit. Denn er ist als Sieger über Sünde und Tod aufgefahren in den Himmel. Die Engel schauen den Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung. Er kehrt zu dir heim, nicht um uns Menschen zu verlassen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, wohin er als Erster vorausging. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. So feiern wir, Herr Pap, Dundenke von dem Jung, der für uns gestorben an Obersterners, und so offern wir das Brot vom Leben an der Kirche von der Erlösung. Wir so der Merci, weil du es als Beruf für Freunde zu stehen und der zu dingen. Wir beten dich. Los uns teilholen Leib und Blut von Christus, dass wir eins gehen durch den Heiligen Geist. Denk und den Kirch euch dat Welt, los dei Volk voreinander lebt, zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von dieser Kirche. Denk an all als Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen. An all die anderen, die an dieser Gnot gestorben sind, hol sie ob bei dich an dein Licht. Papa, bam dich, eise all, schenke uns ewig Liebe mit Maria, der Heilige Gottesmam, eiser Trägerin am Lied. Am Helge Joseph, ihrem Mann, mit den Aposteln, am Helge Petrus, am Helge Paulus, am Johannes dem Defa, an all denen, die Gnot von du bei der, zünd dat Welt besteht. Mit ihnen allerseits des Schlürven an Ehren, durch der Jung Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So will man dann an der Einheit, an der Gemeinschaft, mit denen wieder beten, Jesus Christus selber eis gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweisshaut eis täglich Brot, verzeih eis Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Besen. Ja, Herrgott, mach eis frei vom Besen, gefrieden an eiser Zeit. An Dinger gute Hölle weiß, dass wir frei bleiben von all sind, an den festen Halt fanden an den Gefahren vom Leben. So werden wir voll Hoffnung ob das ewig Glück, was Christus na Leser römkend an Herrlichkeit, weil deint as Reich und Macht und Herrlichkeit für immer an ewig. Jesus Christus, Ostertag bist du mit von den Jüngern getrat und du hast ihnen den Friede gewünscht. Wir beten dich. Guck nicht dabei Sünden. Man guck ob die Glauben ob die Leben von der Kirche. Schenke wieder weil das Einheit auf Frieden. Und dem Herrgott sei Frieden. Sie auf allzeit mit ihr all.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Erhöre uns, Gott unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in deiner Herrlichkeit schon besitzt, er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der dreieinige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Fehlen. Den nächste Sonntag peichten iwwer Domat Mass nächst zur Gewinterzeit, dat heißt dem 9 respektive 11 Uhr von Hemstel. An los schalten wir zurück an den Studio.
Musik